Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, es geht wieder langsam los. Es nimmt wieder langsam Fahrt auf. Das Kribbeln kommt. Leute, die Vorstellung von Hiroki Ito live. Ich finde es ganz gut, dass ein Christoph Freund da mal hockt und nicht nur Max Eberl. Ich bin mal gespannt. Wir gehen mal rein in den Bums. 15 Minuten lang. Und da würde ich sagen, Abfahrt, bevor wir das natürlich tun. Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Also, in diesem Sinne, rein. Machen wir mal ein bisschen kleiner, bin noch ein bisschen groß hier. Wollen wir hier nicht den Beteiligten die Show stehlen. Ja, herzlich willkommen Ihnen allen Servus. hier an der Säbener Straße. Dieter. Der FC Bayern ist in die Vorbereitung zur neuen Saison gestartet und freut sich jetzt heute, Hiroki Ito als neuen Spieler uns und euch vorstellen zu können an der Seite vom Sportdirektor Christoph Freund. Servus, meine Herren. Hiroki, genannt Hiro, Spitzname, wird in seiner Muttersprache Japanisch antworten. Deshalb bitte alle zu Hilfenahme, damit wir uns gut verstehen können. Jawohl. Ja. Ist okay? Geht? Ja, Hiro. Servus in München. Servus. Schön, dass du da bist. Seit gestern, wie sind deine ersten Eindrücke von Bayern München? Ja, schon ab dem ersten Tag. Spieler und alle Kollegen haben mich herzlich willkommen geheißen. Gestern haben wir einen kleinen Test gemacht, auch beim Test und im Umkleideraum haben meine Kollegen mich mal angesprochen und wir konnten uns gut verstehen. Das klingt super, danke schön. Christoph, was kann der FC Das klingt super. Ach, herrlich, ey. Geht wieder gut los, ey. Dieter ist auch wieder in Fahrt, ey. Bayern von ihm erwarten? Ja, wir haben einen, glaube ich, sehr spielstarken, universell einsetzbaren Defensivspieler verpflichten können. Ein richtig guter Typ auch, der sehr offen ist, der sich in den letzten Jahren hier in Deutschland sehr, sehr gut entwickelt hat, einen großen Sprung gemacht hat. Und ich bin überzeugt, dass er noch nicht sein Limit erreicht hat, dass da noch ein bisschen was gehen wird. Er wird auch, wenn du zum FC Bayern kommst, vom VfB Stuttgart, wo er gut gespielt hat, also zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, wird er natürlich jetzt auch nochmal den nächsten Schritt machen müssen. Ne? Das steht außer Frage. Entweder klappt's oder halt nicht. Wie schon gesagt, er ist sehr, sehr spielstark, hat einen richtig guten linken Fuß, kann sowohl Innenverteidiger als auch Linksverteidiger spielen. Und von dem her sind wir sehr, sehr froh, dass er jetzt bei uns ist. Dankeschön. Dann Das ist halt auch noch so eine Sache. Das darf man halt auch nicht vergessen, weil ja immer so, ja, wir müssen Theo Hernandez verpflichten oder sonst wen. Nee, wir haben linke Verteidiger. Ja? Also ich hoffe, dass ein Davis abgegeben wird. Das sollte klar sein. Nach der Geschichte, was da gelaufen ist. Aber ansonsten, du hast einen Guerrero, der ein Linksverteidiger ist, wenn auch ein bisschen offensiver. Du hast aber auch einen Ito, der einen Linksverteidiger spielen kann in der Viererkette. Also Linksverteidiger Posi ist besetzt. Ja. Mats Raui ist auch noch immer da. Mal abwarten, ob das so bleibt. Aber ja, wir wissen es ja auch noch nicht. Spielen wir Dreierkette, spielen wir Fünferkette, spielen wir Viererkette. Ja, man wird sehen. starten wir mit den Fragen. Beginnt hier vorne rechts. Stefan Kumberger für Sport 1. Hi. Ja, hallo. Hiroki, wo siehst du deine Rolle? Bist du ein absoluter Herausforderer oder hast du den Anspruch, sofort immer zu spielen? Und Frage an Herrn Freund, wie sind jetzt grundsätzlich so die nächsten Maßnahmen und die Linien, an denen Sie sich orientieren, wenn es um die Kaderplanung geht? Was wünschen Sie sich noch, etc.? Ja. Also zunächst mal FC Bayern München. Die Mannschaft hält meistens mehr Zeit am Ball und damit wir das gut halten können, auch mal viele Querpässe und so weiter, diese Druckspiele, wir müssen gut damit umgehen. Das ist unsere Aufgabe, glaube ich. Das hat jetzt absolut null mit der Frage zu tun, weil er wurde ja gefragt, wo er sich sieht. Ne? Ob als Herausforderer oder ob er gleich Ansprüche stellt. Ich denke, es wird davon abhängen,
wie es in der Innenverteidigung aussieht und wo er wirklich oder wo Kompany ihn einplant. Ob in der Innenverteidigung, wie gesagt, in der Dreierkette, denke ich, ist er super als linker Innenverteidiger. Ja, wenn du dann davon ausgehst, Eric Dyer spielt die zentrale Posi, ja, was ja seine große Stärke ist. Und du hast dann auf der rechten Seite Upper oder Minje. De Ligt ist ja auch noch in der Schwebe, muss man abwarten. Ich denke, dafür wird man ihn in erster Linie geholt haben. Ja, ich glaube, oder ich hoffe, wir werden mit einer Dreierkette agieren nächste Saison. Ja, dafür spricht halt auch nochmal die Verpflichtung von Palinja. Wir werden sehen. Und dann hast du halt auch dieses Problem der rechten und linken Verteidiger oder rechter Verteidiger haben wir kein Problem, weil Linksverteidiger, da kannst du dann halt auch einen super Offensiven wie ein Guerrero haben. Ja, das spielt dann weniger eine Rolle, wenn du eine Dreierkette hinten spielst, als wenn du eine Viererkette spielst. Aber wir werden sehen. Ich denke aber, er gibt uns auf jeden Fall mehr Variabilität. Und wir haben halt einfach keinen wirklichen Linksfuß in der Innenverteidigung, oder? Ich glaube, auch Minje ist Rechtsfuß. Also von daher bin sehr gespannt, ja. Ja, grundsätzlich sind wir sehr zufrieden, dass wir schon einige Transfers tätigen konnten. Also wir sind vom Kader her schon sehr gut aufgestellt. Wir wollen die Konkurrenzsituation ein bisschen erhöhen. Das war Kann man auch zufrieden sein, auch wenn wir es gestern nochmal im Stream hatten und so weiter. Wir können aktuell zufrieden sein. Ja, man darf nicht vergessen, dass eine EM war, dass eine Copa America war. Ich weiß nicht, welcher andere große Verein schon 3 Transfers eingetütet hat. Das haben wir. Das ist fix. Wir haben die wichtigste Baustelle geschlossen, was einen defensiven Sechser betrifft. Wir haben einen sehr talentierten Außenbahnspieler oder Halbpositionsspieler, wie auch immer. Und ja, wir haben mit Ito eine sehr, sehr gute taktische Möglichkeit, glaube ich, hinten Dreierkette zu spielen. Ja. Aber mal gucken, was der Christoph sagt, was noch so geplant ist. Falls er aber irgendwas sagt, falls er sich in die Karten schauen lässt. Unser Ziel und diese Transfers, die wir bis jetzt tätigen konnten, waren absolute Wunschtransfers und wir sind das Transferfenster ist noch nicht so lange offen und es ist noch eher ruhig am Transfermarkt, wie man sieht, auch international. Ja. Und darum sind wir sehr, sehr happy, dass wir da schon 3 richtig gute Transfers tätigen konnten und von dem her werden wir sehen, was die nächsten Wochen noch bringen, aber für uns war es einmal sehr, sehr wichtig, dass wir schon sehr früh einiges eintüten konnten. Kann er auch. Wir haben oft genug kritisiert und gemacht und getan und ich weiß, viele sind immer noch pissig wegen der Ligt und so weiter. Da vielleicht auch mal ein paar Worte zu, auch wenn es hier gerade nicht so wirklich reinpasst, aber wo ist eine Vorstellung vom Innenverteidiger, passt schon. Wie es auch in den letzten Kommentarvideo war, oder wie wir es gestern im Stream besprochen haben, ich weiß es auch nicht. Ja? Ich habe auch einen De Ligt als den Kapitän der Zukunft eigentlich gesehen bei uns, für den Leader in der Vierer Abwehrkette oder in der Abwehrreihe der kommenden Jahre. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist, wenn man ihn jetzt wirklich abgeben will. Ich meine, bisher sind es auch nur Gerüchte, ja, müssen wir auch mal erstmal abwarten, immer mal die Füße stillhalten. Aber es sind ja gerade ein paar Gerüchte im Umlauf. Erklären kann ich es mir nicht. Also sportlich gesehen, diese Argumentation auch von einigen, die irgendwas aus irgendwelchen Zeitungen nachblabbeln, von wegen, der ist der langsamste Spieler, hat den schlechtesten Spielaufbau, halte ich für völligen Schwachsinn. Allein, wenn du letzte Saison anguckst, ist das schon widerlegt. Ne? Punkt. Ich kann mir nur vorstellen, dass dann entweder, passt da bei Kompany nicht ins System, Kompany mag ihn nicht, wie auch immer, oder es ist intern irgendwas vorgefallen, wovon wir nichts wissen, weil es war ja schon beim Tuchel letzte Saison irgendwie so, keine Ahnung, weiß man nicht. Vielleicht kann er mit dem Eberl nicht, vielleicht kann er mit dem Freund nicht, was weiß ich. Am Ende des Tages, worauf ich hinaus will, ihr wisst alle, ich mag De Ligt, super, ja, ist genau diese Art Spieler, auf die ich stehe, die ich mag. Aber kein Spieler ist größer wie der Verein. Punkt. Ja, und wenn es aus welchen Gründen auch immer, die wir nicht kennen, nicht passt mit dem De Ligt, ja, dann musst du ihn verkaufen. Feierabend. Ja, nochmal, kein Spieler ist größer wie dieser Verein.
Feierabend. Da müssen wir nicht diskutieren. Ja, wir diskutieren über einen Kimmich, der super viel für diesen Verein getan hat, über einen Gnabry, über einen Sané, der Sané lassen wir mal weg. Der hat nicht wirklich viel für den Verein getan. Aber so ein Kimmich, Goretzka, die haben eine Ära geprägt, die waren stark 2-3 Jahre lang. Da sagen wir auch knallhart, ja bitte verlass den Verein, es passt nicht mehr. Ja. Und da reden wir auch davon, dass kein Spieler größer wie der Verein ist. Und am Ende des Tages ist dann auch kein Licht größer wie der Verein. Auch wenn ich ihn persönlich super mag und schätze. Aber wenn da irgendwelche Unstimmigkeiten sind oder sowas, ja, der Verein steht an erster Stelle und nicht irgendein Spieler, Leute. Und da muss man auch nicht anfangen, wieder irgendeine Petition zu starten. Ja, wir sind die Bayern-Fans, wir starten eine Petition, der Tuchel muss bleiben, jetzt muss der Licht bleiben. Als wenn das irgendjemanden interessieren würde. Nochmal, wir wissen doch alle gar nicht, was intern vorfällt. Ja? Wer weiß das? Wer weiß, was intern vorgefallen ist mit dem Delicht? Oder ob es ein Gespräch zwischen Kompanie und Delicht gab und wir wissen es doch alle nicht. Ja? Noch ist auch nichts fix, also halten wir mal die Füße still. Vielleicht renkt sich das ein, was weiß ich, wir werden es sehen. Wir können es beurteilen, wenn es so ist und wenn Delicht, was weiß ich, für 50, 60 Millionen dann wirklich nach Manchester United wechseln sollte, ja, wünsche ich ihm alles Gute. Wie gesagt, für mich ein super Typ, ein super interessanter Spieler. Ich fände es super schade, wenn es so kommen würde. Aber nochmal, kein Spieler wird jemals größer sein wie dieser Verein. Punkt aus, Feierabend. Ja. So, und jetzt weiter. Nächster ist Tobias Altscheffel für Bild und Sportbild. Erste Frage an Hiroki. Du hast beim VfB normalerweise in der Innenverteidigung links gespielt, aber auch mal als linker Außenverteidiger. Siehst du deine Rolle bei Bayern möglicherweise auch dort, also in der Außenverteidigung? Und daran anschließend an dich, Christoph. Ich verstehe das nicht. Haben die alle nicht dieses... Ich glaube, jeder ist so festgefahren, dass FC Bayern 4-2-3-1 spielt, oder? Weil wir das gefühlt seit Van Gaal tun, aber es ist ein neuer Trainer da, wir haben einen Kaderumbruch und wer weiß, vielleicht spielen wir hinten mit einer Dreierkette, wie gesagt. Vielleicht spielen wir ein 3-4-3. Ne? Wer weiß das schon. Oder wir spielen 3-5-2 oder sonst was. Ne? Mal abwarten. Alphonso Davies, das läuft schwierig, die Verhandlungen. Ist die Tür für ihn bezüglich einer Verlängerung inzwischen zu oder ist da auch noch möglich, dass... Interessante Frage, gute Frage. Bin ich gespannt, ob er sich dazu äußern wird, weil die Diskussion hatten wir gestern auch im Stream. Bei Davies eine Einigung gefunden wird. Vielen Dank. Meine erwartete Rolle ist, wie wir den Ball beherrschen. Ich glaube, das ist genau die Erwartung von der Mannschaft für mich. Wir haben viele starke Kollegen, eine stabile Ballbeherrschung. Und ich kann höchstwahrscheinlich in vielen verschiedenen Positionen spielen, auch bei Davies. Und ja, die Positionen sind zwar anders, aber wir können jeweils unsere Vorteile ergänzen gegenseitig. Ich weiß nicht, ob der Übersetzer vielleicht auch nicht so prall ist. Gut, ich interpretiere das mal. Ihm ist es völlig wurscht. ob er als Innenverteidiger spielt oder Linksverteidiger. Die Position ist ein bisschen anders, logisch. Aber ich denke, er wird beide spielen können. Ja, der Fonsi hat ja jetzt ein richtig starkes Turnier gespielt mit Kanada, sind jetzt im Spielen Platz 3 und im Elfmeterschießen war das, glaube ich, jetzt, ja, wo der Fonsi ja dann, glaube ich, den letzten nicht ganz so reingehauen hat wie gewünscht, aber ich glaube, der Kanada hat grundsätzlich ein sehr gutes Turnier gespielt und auch der Fonsi ein gutes Turnier. Also und zum Glück, weil es, glaube im Halbfinale war es einmal so, dass es ausgeschaut hat, dass er verletzt hat. Das Wichtigste ist, dass er fit ist, dass keine größere Verletzung aufgetreten ist. Ansonsten haben Gespräche stattgefunden, die bis jetzt noch zu keiner Einigung führten. Fonsi macht jetzt einmal seinen verdienten Urlaub, wird dann zurückkommen und dann werden wir sehen. Die Tür ist sicher nicht zu. Das Wichtigste ist, dass er eine richtig gute Vorbereitung macht, dass er dann richtig gut reinstartet mit uns und dass er ja, richtig gut zu seiner Form findet und dann werden wir sehen, was die nächsten Monate bringen. Der Fonsi hat sich in den letzten Jahren da zu einem absoluten Schlüsselspieler entwickelt, hat es richtig gut gemacht und wir werden sehen. Er geht jetzt einmal in sein letztes Vertragsjahr, so wie es jetzt aussieht und dann werden wir sehen, wie die Gespräche verlaufen, aber die Tür ist sicher nicht zu. Okay, das ist mir wieder mal leider
so wischiwaschi. Das ist wieder so super inkonsequent von unserem Verein. Sorry. Ja, das stimmt mich gerade ein bisschen traurig. Eberl hat sich, weiß ich nicht, vor 3 Monaten oder was da hingesetzt, hat gesagt, das Angebot liegt auf dem Tisch. Das ist das letzte Angebot, was der FC Bayern macht. Entweder wird das angenommen oder von sie wird verkauft werden. Ich weiß, ich kenne das Problem, habe ich gestern auch im Stream gesagt. Das Problem ist halt einfach, dass Real Madrid bisher kein Angebot abgegeben hat. Ja. Sich da jetzt aber hinzusetzen und jetzt wieder so zu sagen, ja, die Tür ist nicht zu und bla und Sülz. Weiß ich nicht. Ja, Fonsi ist natürlich ein Faktor, oder könnte ein Faktor sein, gerade wenn wir auch mit Dreierkette spielen sollten, dass er viel mehr offensiv ist. Keine Ahnung, aber nochmal, wenn man sich wieder so vorführen lässt, was man am Ende des Tages tut, ob jetzt von Fonsi oder seinem Berater, sei mal dahingestellt, das schmeckt mir persönlich nicht. Also ich hätte mir jetzt hier mal eine klare Aussage gewünscht. Ja. Und zwar, keine Ahnung, entweder die Aussage, alles gut, wir haben ein Vertragsangebot auf dem Tisch liegen, daran wird sich nichts ändern. Ich meine, es wäre schon schlimm gewesen, wenn man jetzt noch mal gesagt hätte, Fonsi hat Zeit bis zum Ende der Transferperiode, oder eine Woche vorher das Angebot anzunehmen, ansonsten wird er verkauft. Was schon schlimm gewesen wäre, weil das Angebot eigentlich auf dem Tisch lag und nicht angenommen wurde und damit der Drops eigentlich gelutscht ist. Ja, der Drops ist eigentlich gelutscht. Ja, wenn man sich jetzt, unser Sportvorstand hat das geäußert. Ja, und wenn ein Sportvorstand das äußert, dann muss man das auch mal durchziehen und muss mal klare Kante zeigen, klare Zeichen setzen, halt auch in Bezug auf andere Spieler. Ja, ich verstehe nochmal, Mir, Samir und so weiter, was bei uns im Verein groß geschrieben wird, alles gut, ja, aber so wie es in den Wald rein, so schallt's raus. Ganz einfach, ja. Und da müssen wir mal langsam hinkommen. Wir müssen denen mal langsam Grenzen aufzeigen. Feierabend. Und ansonsten hat auch Max Eberl die Fresse zu halten. Ja, Max Eberl hat sich hier vor 3 Monaten hingesetzt, hat gesagt, yo, das ist unser finales Angebot an Alphonso Davies und entweder nimmt er das an oder halt nicht. Ja, und wenn er es nicht annimmt, wird er verkauft. Punkt. Ja, und jetzt hat man natürlich das Problem, es kam nur bisher kein Angebot rein. Aber du kannst jetzt auch nicht als FC Bayern sagen, oh nee, die Tür ist nicht zu, wir freuen uns, von uns jetzt starkes Turnier gespielt, der kommt jetzt zurück, ist ein wichtiger Faktor, bla Sülz. Ja, ist natürlich eventuell der Sache geschuldet, dass man keine Schwäche zeigen will und zeigen will, ja, wir setzen auf den Fonsi, um den Preis hochzutreiben, weiß ich nicht, wir werden sehen am Ende der Transferperiode. Wenn man Fonsi verkaufen sollte, wenn er wechseln wird, wohin auch immer, kann ich darüber hinwegsehen. Ja, dann ist es vielleicht wirklich nur, was ich gerade sagte, dieses Geplänkel, dass man den Preis hochtreiben möchte oder zeigen möchte, yo, wir haben kein Problem mit dem Fonsi, wir verlängern zur Not auch. Wenn man aber wirklich den Vertrag noch verlängern sollte, das wäre schon dann wirklich wieder ein Armutszeugnis. Ja. Weil ich habe es gerade schon mal gesagt, kein Spieler ist größer wie dieser Verein. Dass man Fonsi Davies nicht umsonst ziehen lassen will, verstehe ich auch. Völlig fein. Ja. Aber ihr seht, erste PK-Vorstellung von Ito und diese Frage kommt schon. Ja, was auch eine berechtigte Frage ist, was eine gute Frage ist. Aber das wird sich ja nicht ändern. Die kommenden Wochen, das kommende Jahr. Ja, wenn wir jetzt mit dem ins letzte Vertragsjahr gehen, ist dasselbe wie bei Kimmich und Sané. Die Themen müssen vor der Saison, die müssen vom Tisch. So oder so. Feierabend. Ja, wir können nicht sagen, wir gehen mit den Themen in die Saison rein. Das kannst du halt knicken. Ja, diese Themen müssen geklärt sein und damit auch eine gewisse Ruhe da ist. Meiner Meinung nach. Ansonsten wird es spannend zu sehen sein, wie auch da der Hase hoppelt. Und zwar bei allen dreien. Ja? Bei Sané, Kimmich und Davies. Die Verträge laufen aus. Ich persönlich bin der Meinung, Kimmich, Sané, die beiden verdienen so viel Geld. Wenn sie nicht wechseln wollen und man nicht auf sie setzt oder nicht setzen möchte, dann lass die Verträge auslaufen. Ja, ist mir klar, du verschenkst 80, 90, vielleicht sogar 100 Millionen, wenn beide die Verträge auslaufen.
aber du sparst halt auch dann 40 Millionen Gehalt ein. Ja, das darf man halt auch nicht vergessen und dann ist das so. Es wäre traurig, wenn es so wäre, ja. Habe ich auch schon mal gesagt, sage ich hier auch nochmal, für mich gehört das, ist es ein Geben und Nehmen, ja. Wenn Kompany klar sagen würde, pass mal auf, Josua, ich plane nicht mit dir, ich habe keinen Platz für dich, im Mittelfeld nicht, in der Rechtsverteidigerposition nicht, dann sollte er sich in Josh halt einen anderen Verein suchen. Ja, und nicht sagen, ja, ist mir egal, ich setze mich jetzt hier hin ein Jahr und ziehe mir noch die 20 Mille rein und wechsle dann nochmal ablösefrei, um das Handgeld von 30 Mille mitzunehmen. Das ist dann auch keine faire Art und Weise dem Verein gegenüber. Weil man muss das auch immer zweiseitig sehen. Ja, natürlich hat Kimmich super viele, ist ein verdienter Spieler, auch wenn die letzten 2 Jahre grottig waren. Dasselbe beim Leon. Davor haben sie aber 2 sehr starke Jahre gehabt. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Aber man muss auch immer auf die andere Seite sehen, dass der Verein halt einfach auch die Möglichkeiten den Spielern geboten hat. Dass sie sich so entwickeln können, dass sie so viel Geld verdienen, dass sie diese Erfolge feiern. Ja, und dann sollte man als Spieler, gerade wenn man beim FC Bayern ist und schon 100 Millionen plus an Gehalt eingeheimst hat, sollte man auch fair genug dem Verein dann gegenüber sein. Gerade wenn ein neuer Trainer da ist und der sagt, pass mal auf, ich plane eigentlich nicht mit dir. Ja. Natürlich kann man die Spieler nicht vom Hof jagen, die haben Verträge, die haben laufende Verträge, alles ist gut. Ja, wie gesagt, dann ist das zur Not so, da muss man den Vertrag auslaufen lassen und Feierabend. Punkt. Nächster ist Christian Kunz für die dpa. Eine Frage an Herrn Ito, wie erleben Sie den Trainer Kompany? Und eine Frage an Herrn Freund, haben Sie mit Harry Kane Kontakt gehabt und wie und wann erwarten Sie ihn zurück? Auch eine sehr gute Frage. Bin ich auch sehr gespannt auf die Antwort. Ja, mit dem Trainer haben wir Medical-Check gemacht beim Vertragsunterschreiben. Wir haben kurz kommuniziert. Ich habe ihn mal kurz begrüßt und ob wir mal duzen sollten und so weiter. Darüber haben wir gesprochen. Und Fußball, die Ballbeherrschung, wie wir aggressiv sein könnten und was ich dabei einen guten Beitrag leisten können. Darüber haben wir gesprochen. Er ist schon, entweder ist er super zurückhaltend oder einfach umschifft erst 1A. Er hat noch nicht eine Frage mal wirklich beantwortet. Oder der Übersetzer ist einfach müde, das weiß ich leider nicht. Ja. Die Frage war natürlich auch ein bisschen eine andere, ne? Was war nochmal die Frage? Harry Kane. Ja, wir haben immer wieder Kontakt gehabt, gerade heute wieder kurz geschrieben. Es war natürlich jetzt hart für ihn, nach so einer Europameisterschaft dann das Finale nicht zu gewinnen. Es war ja nicht sein erstes Finale. Aber er richtet sich jetzt wieder auf, dankt wieder Energie, genießt jetzt einmal die Zeit auch mit seiner Familie. Es war auch eine sehr, sehr lange Saison für ihn. Aber er wird auch diese 3 Wochen Urlaub jetzt bekommen, wie sie jeder Spieler bekommt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, ist super wichtig. Ja? Ich hatte ja in meinem letzten Video gesagt, normal müsste man ihm 4 Wochen jetzt geben, aber wenn sie jetzt wirklich 3 Wochen geben, das heißt, er startet ja dann auch rein, wenn wir eigentlich schon den Spielbetrieb fast aufnehmen mit dem Pokalspiel. Ja? Aber das ist wurscht. Ja, und da muss man Harry Kane auch die Zeit geben, sich dann wirklich auch 3, 4 Wochen erstmal fit zu werden. Na, das ist super wichtig. Und das ist super gut. Das ist genau die richtige Einstellung. 3 Wochen ist schon Minimum. Ja. Ist eigentlich schon ein bisschen wenig vielleicht für so einen Spieler, der schon ein bisschen älter ist, der vielleicht ein bisschen mehr Erholung braucht. Obwohl das nicht immer was mit dem Alter zu tun hat, sondern einfach auch mit dem Körper halt. Ne. Wird man sehen, aber 3 Wochen ist schon gut. Und wichtig. Ja, wirklich wichtig. Weil das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass sie auch mal ein bisschen abschalten können und ein bisschen Abstand gewinnen nach so einer langen Saison. Wir haben dann wieder einen sehr, sehr intensiven Herbst vor uns und darum hat auch der Jari jetzt dann 3 Wochen Zeit, sich zu erholen und zu regenerieren. Super. Wie gesagt, es ist dann super wichtig, dass man ihnen dann auch die 4 Wochen gibt, dass er langsam fit wird. Ja? Und nicht, dass man wieder sagt, ist jetzt eine Woche da, alles gut, kaum erstes Spiel, direkt Harry Kane rein, 90 Minuten spielen. Das wäre halt Schwachsinn. Ne? Da hoffe ich aber auch auf ein Kompany. Da bin ich sehr gespannt auch drauf. Ne? Aber die Zeit sollte man Harry geben. Klar kann er dann mal 20, 30 Minuten spielen, aber
Oder auch mal eine Halbzeit, aber man sollte ihn wirklich langsam dann ranführen. Das wird wichtig sein, weil wir brauchen einen fitten Harry Kane. Und nicht jetzt einen, der sich dann wieder durch die Saison schleppen muss. Dann ist Vincent Schirpke für die TZ München an der Reihe. Hallo Hiroki. Man sagt ja, dass Thomas Müller beim FC Bayern eine wichtige Rolle spielt, um neue Spieler in den Kader zu integrieren, dass er eben die Mannschaft sehr gut kennt und da sehr wichtig ist. Hattest du schon Kontakt mit ihm oder die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen oder vielleicht zu telefonieren, zu schreiben? Und daran anschließend, was sind deine Ziele mit dem FC Bayern? Wow, was sind deine Ziele mit dem FC Bayern? Wir wollen bitte Vizemeister werden und wollen ins Viertelfinale des DFB-Pokals kommen. Ja, Thomas Müller. Ich habe ihn noch nicht persönlich gesprochen. Natürlich, auf einem Spiel haben wir zusammen gespielt als Gegner. Er hat mich auf Instagram gefollowt und wir haben noch keine persönlichen Kontakte und auf jeden Fall habe ich jetzt einen sehr guten Eindruck von ihm. Ich freue mich auch sehr auf die persönliche Begegnung mit ihm. Serge Gnabry hat mir gesagt, er hat mir so gute japanische Restaurants hier in München empfohlen und so weiter. Ja. In der ersten Reihe Heiko Niederer für Bild. Thomas Müller ist eine Insta-Bitch, oder? Hallo Hiroki, einmal noch eine Frage aus Stuttgarter Sicht. Kannst du einmal sagen, was den Ausschlag gegeben hat für dich, eben nicht mit Stuttgart Champions League zu spielen, sondern zu Bayern zu wechseln? Und machst du dir ein bisschen Sorgen vielleicht, dass... zu den Zielen hat er gar nichts gesagt, oder was? Ich sage ja, er ist super, oder? Aber gut, das war auch eine dumme Frage, die muss man auch nicht beantworten. Gehe ich 100% mit. Stuttgart ein bisschen auseinanderbricht, Waldemar Anton geht auch, bei einigen anderen gibt es Gerüchte. Ja, das wird ihn halt auch nicht mehr interessieren. So ist halt einfach der Sport, Alter. Hast du da ein bisschen Sorge? Und an Christoph Freund noch eine Frage, was die Abgänge angeht. Es gibt da ja auch viele Gerüchte, Matthijs de Ligt. Es gibt auch viele Spieler, wo man sagt, die könnten vielleicht gehen. Gnabry, Goretzka, vielleicht sogar Kimmich. Können Sie da mal ein Update geben, wie da der Stand der Dinge ist? Danke. Ja, na klar. Er wird jetzt sagen, ja, wir sind in Verhandlungen mit Manchester wegen de Ligt. Wir planen Josua und Leon abzugeben. Wir planen auch nicht mehr mit Serge und Sané, weil er gerade schon beim Davis da rumgeeiert hat. Werden da dieselben Aussagen kommen. Ich persönlich, ja. Ich war gut 3 Jahre in Stuttgart. Dadurch konnte ich mal so weit geschafft, dass ich hier jetzt im FC Bayern München, in diesem Sinne hat die Mannschaft mir eine große Chance gegeben in den letzten 3 Jahren. Ja, dann wird er jetzt aber so langsam wenigstens Englisch lernen müssen, wa? Wenn er beim FC Bayern ist. Wahrscheinlich sogar eher Deutsch. Also 3 Jahre bei Stuttgart gewesen, das ist schon immer wild. Ja? Ich meine, in 3 Jahren sollte man wenigstens dann Englisch beherrschen. Ich meine, vielleicht tut das, ich weiß es nicht, dass man das jetzt irgendwie extra macht, dass er in seiner Muttersprache die PK macht, I don't know. Ja, wird man sehen, wie es da weitergeht, aber ja, wild. Ich bin sehr dankbar, aber jetzt muss ich mich um den Titel FC Bayern München bemühen. Das ist mein Ziel jetzt. Ja, was soll er auch zum VfB jetzt noch sagen? Das war halt auch eine dumme Frage. Soll er sich jetzt Gedanken machen, wie es beim VfB Stuttgart weitergeht, wenn er jetzt beim FC Bayern München ist? Also. Ja, die Transferphase ist ja noch lange. Es ist ja bis Ende August noch offen, das Transferfenster. Ich habe es vorher schon erwähnt. Wir haben einen sehr, sehr guten Kader aktuell beisammen. Ob sich dann noch was tun wird, können wir nicht ausschließen, auch in die Richtung, dass noch wer den Verein verlassen könnte. Aber aktuell gibt es da keinen neuen Stand. Es wird aktuell sehr viel spekuliert, aber dazu können wir jetzt aktuell nicht mehr sagen. Wenn man ein bisschen die Mimik interpretiert, denke ich, wird der ein oder andere noch den Verein verlassen. Könnt ihr noch was sagen oder fragen? Ist das nicht der Fall? Okay. Gut, eine letzte vielleicht. Christian Kunz nochmal in Reihe 1. Und immer laufen die noch mit dem Mikro da durch. Jungs, ey. Ihr habt doch jetzt eine Sommerpause Zeit gehabt, um da mal ein bisschen aufzustocken. Ja, da kommt das Mikrofon. Bitte. Noch mal eine Frage an Herrn Freund. Wie
Vor allen Dingen, ja, da kommt das Mikrofon. Ich meine, wenn man es schon nicht hinkriegt, als der große FC Bayern München, der einen Presseraum da in der Allianz Arena hat, den mal auszustatten mit Plätzen, mit Mikrofonen, ne? Wo dann die Pressevertreter Platz nehmen können, draufklicken, wenn sie was sagen, wenn sie an der Reihe sind, dass man entmutet ist und dann das Mikrofon sprechen. Wenn man das schon nicht hinkriegt oder finanziell nicht stemmen kann, weil man ja 150 Millionen ausgegeben hat für Spieler, da kann man natürlich nicht mal ein paar tausend Euro für einen guten Presseraum ausgeben, da muss es doch wenigstens möglich sein, dass da, stapeln wir mal tief, wenigstens links und rechts jemand ist, der das Mikrofon hin und her schlört. Ja, dass man wenigstens 2 Mikrofone hat. Im Idealfall 4. Wie erleben Sie Vincent Kompany vor dem Trainingsstart morgen? Er war ja schon ein paar Tage hier im Einsatz, ist schon fleißig dabei. Ja, mit sehr großer Vorfreude, extrem motiviert. Er freut sich richtig, dass er hier ist. Heiß. Er sprüht vor Energie. Er kann es, glaube ich, kaum erwarten, die Jungs beisammen zu haben, mit ihnen am Platz zu stehen. Aber er ist schon Donnerstag, Freitag hier auch am Gelände, gestern den ganzen Tag und heute auch am Wochenende mal alle ein bisschen kennengelernt, auch den Staff, viele neue Gesichter. Aber man kann ganz große Vorfreude spüren und ja, freut sich richtig, dass es losgeht. Wie wir uns alle freuen, dass jetzt alle wieder hier sind. Nicht alle, aber dass wieder Betrieb hier ist an der Sebener Straße und dass hier wieder was rührt. Ja. Dann doch noch 2 Fragen. Zunächst Felix Fischer für Sky. Hiroki, hi. Es gibt viele Konkurrenten auf Ihrer Position, Linksverteidiger, Innenverteidiger. Wie sehen Sie die Konkurrenzsituation? Upamecano, De Ligt, Davis und so weiter. Ich glaube persönlich, meiner Meinung nach, ist es so, als Außenverteidiger. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Chance. Ich freue mich sehr darüber. Ich will es einfach genießen, diese Situation. Okay. Wenn wir das jetzt so ein bisschen interpretieren, immer unter der Prämisse, dass wir nicht wissen, ob alles richtig übersetzt ist, dann wird man ihnen vielleicht ja doch eher gesagt haben, du bist hier bei uns Linksverteidiger. Würde dann eher wieder für die altbewährte Viererkette sprechen. Bin gespannt. Okay, und dann nochmal Tobias Altscheffel, bitte. Nochmal Frage an Hiroki. Japanern werden ja immer sehr viele Eigenschaften zugesprochen, arbeitsam, sehr fleißig. Was ist denn für dich so dieses Standardbild eines Japaners, das bei uns herrscht? Und ist das zutreffend? Und es gab mit Takashi Usami mal einen anderen Japaner beim FC Bayern. Sagt dir dieser Name? Ja, der war leider nicht so erfolgreich. Noch was? Und an Christoph, du sollst ja nicht alle Gerüchte kommentieren müssen, aber zu Xavi Simmons würde mich doch deine Meinung einmal interessieren. Vielen Dank. Das Schmunzeln sagt auch schon wieder viel aus. Meiner Meinung nach ist es, ich bin nicht etwa ein typischer Japaner, aber auf jeden Fall, ich werde 100%ig Beitrag leisten für die Mannschaft. Auch Fleißigkeit ist ja, wie Sie gesagt haben, es ist eine typische japanische Mentalität. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auf diese Weise so etwas einen Beitrag leisten könnte. Xavi Simmons, sehr guter Spieler. Hat eine sehr gute Europameisterschaft gespielt, letztes Jahr mit Leipzig. Ja. Eine super Bundesliga-Saison, hat sich richtig gut entwickelt in den letzten Jahren, richtig gute Schritte immer wieder gemacht. Ja, ich glaube, dass er eine richtig gute Karriere machen wird auf höchstem Level. Er bringt alles mit, auch von der Mentalität, vom Charakter, glaube ich, ganz außergewöhnlich guter Spieler. Ansonsten gibt es da. Naja, er hat jetzt ist schon ein bisschen drauf eingegangen. Sonst hätte er einfach gesagt, ja, er ist ein guter Spieler und gut, aber er fängt schon an mit Charakter und hat eine große Karriere auf höchstem Level vor sich. Da hörst du das Interesse schon ein bisschen raus, würde ich sagen. Ja. Nicht so viel zu sagen, aber richtig guter Spieler, ja. Dann wirklich eine letzte Frage, Vincent Czerpke nochmal. Eine Frage noch an Herrn Freund. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass der FC Bayern 3 Transfers sehr früh jetzt klar gemacht hat, in der frühen Phase des Transferfensters. Es wurde ja auch mal wieder... Aber hey, immerhin haben sie ihre Werbewand geupdatet, oder?
Die bewegt sich jetzt von rechts nach links oder was? Betont, dass das der Wunsch ist, dass man früh eben Klarheit hat im Kader. Wie ist denn generell da die Lage des FC Bayern? Sagen Sie also, Sie möchten alle Transfers möglichst früh eintüten oder ist es auch eine Möglichkeit? Man will immer alle Transfers möglichst früh eintüten. Natürlich, es geht halt nicht immer, weil es abhängig ist, ob der Verein noch den passenden Ersatz findet. Oder wenn es noch um 10, 20 Millionen geschachert wird, dann geht das auch schon mal bis in die letzte Phase rein, wie es vielleicht auch beim Davis so sein wird. Aber natürlich, vom Vereinsseite möchte man immer alles so früh wie möglich abgeschlossen haben. Ist doch eine völlig normale Sache und eine völlig dumme Frage mal wieder. Möglichkeit noch abzuwarten, ob sich eben auf dem Transfermarkt was tut, weil ja bislang international sehr wenig passiert ist. Ja, es ist wirklich noch wenig passiert, es ist noch sehr ruhig, auch vielleicht dem geschuldet, weil jetzt die Europameisterschaft noch war und es wird jetzt sich in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen starten oder das ganze Ruder in Fahrt aufnehmen. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer besser, wenn man so früh als möglich den Kader beisammen hat. Aber es gibt da immer wieder Situationen, wo am Ende des Transferfensters sich noch was auftut. Das kann in beiden Richtungen der Fall sein. Das ist einfach so im Fußball. Aber grundsätzlich sind, wie ich schon gesagt habe, sind wir sehr froh, dass wir jetzt schon sehr, sehr gut aufgestellt sind und da nicht unter Druck geraten. Also das war unser großes Ziel. Ja, und das kann auch sein, nochmal, ne? Kann ich gerne nochmal wiederholen, vom Anfang kann man auch sein. 3 Transfers früh eingetütet, wie schon gesagt. Guckt euch andere Vereine an, wo relativ wenig passiert ist. Also wir sind gut aufgestellt, wie ihr auch sagt. Und der Rest wird man sehen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, jetzt was Simmons oder Olmo oder sonst wen betrifft, noch auf Außenposition. Ich denke, es wird dann eher Schlag auf Schlag gehen, wenn wir noch jemanden abgeben. Ja, sollte irgendwie ein Angebot kommen für Coman, Gnabry, Sané oder sowas und der wird wechseln, dann wird man auch die Moneten wieder reinvestieren. Bin ich mir sicher. Vielen Dank. Zu guter Letzt, wie gewohnt, ein Foto mit dem neuen Trikot. Geil. Von beiden in die Höhe gehalten für euch, für die Kameras. Bitte schön, Hiroki und Christoph. Diese gestellten Bilder. Gut, Leute. Das war's. Ja, genau. Abonniert noch mal, klickt die Glocke, schreibt einen Kommentar. Ihr kennt das Spielchen. Ja. Kurze Pressekonferenz. Ito hat relativ wenig gesagt, hat sich immer schön drumherum geschifft, was aber auch okay ist. Freund hat sehr viel Interpretationsspielraum gelassen, könnt ihr also für euch interpretieren und wir warten mal ab, was noch passieren wird. Ich denke, es wird noch einiges passieren bei uns, aber nochmal abschließend, wir sind auf einem guten Weg. Ich bin bisher zufrieden, wir haben 3 Transfers getätigt, wir sind relativ gut aufgestellt, wie es ein Freund auch sagt und ich denke, der Rest, der jetzt passieren wird davon abhängen, ob Spieler den Verein verlassen. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, wie immer an dieser Stelle. Vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.